Herzlich willkommen zurück, Freunde, hier zu Metroid Samus Returns im Schlussspurt. Denn die letzte Folge war doch ziemlich episch. Wir hatten zu Beginn gesehen, von wegen, es war nicht nur ein Metroid übrig. Nee. Hier, wie man sieht im Hintergrund, jetzt mittlerweile, sind noch ein paar neue Metroids geschlüpft. Das waren wieder Alpha, Beta, Zeta und Omega. Das waren die ganz normalen Anfang-Metroids, die wir so noch gar nicht kennen im Spiel. Aber, naja, halt mit Ice Beam plus halt noch mit Missiles. War denen relativ leicht beizukommen, 10 Stück platt gemacht und dann letzten Metroid war die Metroid-Königin. Auch da nach einem gewissen Ausprobieren und so haben wir doch die Strategie gefunden, eine mehr oder weniger richtige und ja, das ist halt die Frage, wie weiter war. Ansonsten sieht es relativ gut aus, wir haben glaube ich alles bis hierhin gesammelt. Okay, wie man sieht, es geht noch weiter das Gebiet, ist nicht ganz vorbei. Stimmt, das Ei von vorhin war. Das heißt... Weiteres Metroid? Tja, Freunde, wir spielen jetzt im Koop-Modus. Wir haben das weltberühmte Baby-Metroid gefunden. Ja, hier Metroid 2, beziehungsweise jetzt das Remake, Samus Returns oder eben Return of Samus, ist der Teil, wo man auf das Baby-Metroid trifft. Weil Metroid, sondern halt schlüpft, wobei es schon ziemlich klein war, deswegen auch Baby. Wenn sie halt schlüpfen, ist offenbar so, dass, weil sogar die erste Frau so die halt entdecken, hält sie halt für ihre Mutter oder ihre Königin. Da wir aber die Königin bereits vernichtet haben, die Metroid-Königin, und es gerade geschlüpft ist, denkt es halt, wir wären seine Mutter. Was ja auch ziemlich cool ist. Und ganz ehrlich, hat er schon mal erwähnt, von wegen, es gibt noch ein gewisses Hindernis im Spiel. Die grünen Kristalle. Oder blaue. Die sind jetzt kein Problem mehr, Freunde. Das BM-Metroid, wie geil ist das denn? Vor allem, es wird noch in vielen künftigen Spielen, wie auch, überleg gerade mal, Super Metroid, bin jetzt zwar nicht mehr ganz sicher, aber glaube schon. Fusion sowieso. Wird sich Erwähnung finden und ADM glaube ich auch. Da ich die Teile sowieso noch Let's Playen möchte, passt es ihm noch geil. Ja, guck mal. Es frisst ja einfach. Wieso es das kann, beziehungsweise warum es das tut, wie es das kann. Keine Ahnung, mir fällt gerade auf, mir fällt oben noch ein Upgrade. Hallo? Jo, wir können das Leben nicht verletzen. Es ist, glaube ich, quasi unbesiegbar. Was natürlich für uns noch viel geiler ist, ey. Aua. Das ist irgendwas weniger geil. Jo, macht dem Baby nix. Sehr gut. Hier müsste dann wohl das Upgrade sein, wa? Ich hoffe es. Ja, wäre auch ein bisschen seltsam, plötzlich wenn das Baby draufgehen würde. So, hier noch ein Upgrade. Sehr gut, sehr gut. Ja, das Kleine verspeist einfach mal so die Kristalle. Baby, da ist es. That's the baby, that's the baby. Von hier kommen wir jetzt nicht mehr ganz direkt zurück. Ich hoffe, ich habe irgendwo noch einen Teleporter. Ich glaube schon. Weil jetzt, Freunde, das Spiel ist eigentlich soweit durch. Es geht zurück in die Oberfläche. Was heißt eigentlich? Das heißt, im Original war das echt alles. Aber es soll hier im Remake noch ein anderes Ende geben. Also sprich, die haben noch was zu tun. Angeblich. Das will ich jetzt eben noch ein bisschen austesten. Weil, ja, im Original war es eigentlich so, Königin killen. Also in halt alle Metroids logischerweise, in die Königin quillen, mit dem Baby-Metroid zurück in die Oberfläche. Mit dem Schiff abhauen, fertig. Ah, das Baby-Metroid. Ja, das Ziel von Samus, diese ganze Mission war eigentlich, die Metroids auszulöschen. Aber jetzt überlebt ja eins.
Da sind wir doch relativ nah an der Oberfläche, oder? Also muss man drauf zeigen, oder was? Kannst die roten Dinge vielleicht auch noch wegfressen? Wäre ganz praktisch. Nö. Das wiederum macht sie nicht. Okay, mal kurz gucken. Baby? Danke, Baby. Kein Problem, Mama. Ja, hier unten will noch was. Also. Ganz normal als Upgrade ist wieder ein Missile-Container. Alter, wie viele gibt's denn hier? Das ist ja Wahnsinn. Vor allem im Vergleich zu Powerbomben und Supermissiles. Ich meine, klar. Ist ja schon stärker, man kann es auch ein bisschen übertreiben. So, langsam genug Energie. So. Das war, glaube ich, der für die Muni. Ja, haben wir bei der Königin doch einiges verballert. Aber was soll jetzt noch kommen, frage ich mich gerade. Ich meine, die können unmöglich schon die Wesen X oder so einbauen. Das ist nicht wirklich möglich, da die erst im Fusion kommen. Hä, was können sie noch eingebaut haben? Ganz geil. Kann man fressen, Baby. Dankeschön. Moment mal. Aha, logisch. Jetzt kommen wir doch vermutlich zurück an die Oberfläche und zwar links unten hin, wo ich mich das letzte Mal gewundert habe. Weil ja eigentlich, wenn wir in der Mitte zurück sind, Oberfläche, also, kann ich mal ganz kurz zeigen. Zone 8, hier, kommen wir hierhin zurück, weil, Problem ist ja, wenn wir hier sind, hier oben ist das Spiel eigentlich mehr oder weniger automatisch vorbei. Wenn ich mit dem Baby jetzt hierhin zurückgegangen wäre, von hier drüben und dann hier runter, da wäre irgendwie ein bisschen doof gewesen. Also sprich, ich hätte hier die Items gar nicht mehr bekommen. Weil das Spiel vorbei gewesen wäre, außer natürlich jetzt geändert, aber... Also ich eher weniger glaube. Warte mal, heißt 85,7 fehlen nur... Ja, das sind glaube ich die echt noch fehlen. So, und der bringt uns jetzt echt zurück an die Oberfläche. Ja, müsste. Okay, haben wir auch hier einen geschlossenen Kreis. Freunde, ich glaube, diese oder nächste Folge ist das Spiel vorbei. Warum dieser nächste? Eben, weil ich noch nicht genau weiß, was noch alles kommen kann. Jetzt sind wir hier unten. Ah, guck mal an, wir haben es bald geschafft. Ein bisschen weniger Energy. Scheiße. Gut. Mal ganz kurz speichern. Rechts unten die E-Energie aufladen. Ich würde sogar sagen, Leute, dass wir diese Part jetzt wirklich mal gucken, dass wir alles 100% noch kriegen. Bevor es noch im großen Finale geht. Obwohl, eben mal gucken, wie lange es dauert, je nachdem. Zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie sage, ich bin gerade bei 20 Minuten angekommen, dann macht vielleicht das Finale noch. Was auch immer das sein mag. Es gibt noch irgendwie Finale, aber keine Ahnung, was das sein soll. Naja, kann zurück schon fressen. Wieso das Baby sowas fressen kann, ich habe keine Ahnung. Wirklich Sinn gibt's ja nicht, aber hey. Komm, jetzt weiß ich mal was anderes. Ups.
Okay. Hätte sein können, dass er runterfalle. Von diesen Blöcken gibt es eh viel zu viel. So. Aber schon krass, dass Bomben generell gegen Metroids gar nicht funktionieren, war egal wie stark sie sind. Nur Missiles, Super Missiles nehmen halt bei diesen Art Metroids und normalen Metroids eben noch der Ice Beam zum Einfrieren. Mann! Ich denke nachspawnen. So, ich weiß, ich bin ein bisschen pingelig, aber das muss sein. Ich will mal ganz kurz schnabulieren. Aber Baby, kannst bitte mal die da oben fressen? Meine Güte, Baby. Dankeschön. Die roten kannst du nicht, wa? Naja. So, wir sind bald durch, Freunde. Wir haben es bald geschafft. Das Spiel ist 100% abgeschlossen. Nach gibt es was Schöneres? Ich glaube nicht. Oh. Ja, das war jetzt eher ein bisschen doof. Aber es war mein Fehler. Das müsste Energie sein. Jo, und wie sie es ist, oder? Jo. Sehr gut. Wie sieht es jetzt genau aus? Das heißt, wir haben noch ein Upgrade. Das müsste das da unten sein, oder? Also, los zumindest. Aber ja, müsste, weil den Rest haben wir alles. So, die Frage ist ja, traue ich mich hier schon? Warte mal, hier war ich ja schon mal. Nee, hä? Nee, genau, es war ja neu. Okay, versuche natürlich jetzt groß schnell zu speichern. Ich versuche es mal ganz kurz, wa? Scheiße. Habt ihr das gesehen? Nee, das ist unser Gefährloch. Scheiße. Es ist dunkel, es ist dunkel. Was kommt da? Ist das Tour da oder was ist los? Ich glaube sehr weniger. Okay, rufen wir jetzt noch erst ausgelöst, wenn wir ganz oben sind. Sehr gut. Jetzt hier noch gucken. Wo habe ich... Da oben fehlt noch was. Dann... Was eigentlich das letzte sein war? Hier haben wir alles. Da auch, da auch. Okay. Das Baby teleportiert natürlich mit. Ja, schnell die letzten Dinger holen. Das ist ja relativ einfach, wissen, wo die sind. Deswegen... Was soll denn am Schluss noch kommen? Ja, ich bin so gespannt. Was kann am Schluss noch kommen? Nee, da unten ist auch noch was. Also, oh, scheiße. Nein, nein, nein. Ich bin erschrocken, ey. So. Sehr gut. Dann haben wir das jetzt auch. Dann, wie gesagt, hier muss man ganz kurz... Können wir alle gestohlen bleiben, ist mir alles scheißegal. Baby geht's genauso. Denn es folgt nur seiner Mutter. Yeah! Oh ne, der schon wieder. So, guten Appetit! Sehr gut, Freunde, haben wir es geschafft. Sind das die 100%? Ja, so nach 100%. So wollte ich es. Sehr gut. Dann... alle hopp. Aua. Weg hier, kein Bock mehr drauf. Zone 7. Zone 7 gab es noch ein paar Dinge. Also ein paar Dinge, die da unten war. Da komme ich am schnellsten darüber. Wobei, sind beide doch gleich schnell.
Ah, schön, Metro Königin, der hatte recht ein bisschen Schisse. Der hat mich damals mit Metro 2 so doof angestellt. Ich glaube, das mit der Magensequenz gab's da gar nicht. Ja, logisch, weil, doof. Also eine Gravel ist hier auch neu. Gab's aber bei Metro 2 im Original ja auch nicht. Den Eon-Kräften sowieso. Oh, scheiße, bin ja hier. Das Baby einfach unbesiegbar ist. Ja, ich bin gerade erst geboren, aber ich bin unbesiegbar. Geil, wa? Irgendwie schon. Geil, gefährlich und ein bisschen unfair. Naja. Speichern. Ich muss auch sowieso teleportieren, also erst nachher. Aua. Ja, ist gut. Wieso es hier nochmal grüne Kristalle gibt, keine Ahnung, weil du kannst ja die erste eh nicht überwinden. Und sagen, ja, ich cheat mich irgendwie durch und dann geht's trotzdem. Das geht ja gar nicht. So. Wie sieht's aus? 100%, wie geil. Jetzt fehlt aber nur noch 2 Zonen, wa? Wo wir noch jeweils einen haben. Und dann können es echt so sein, was ich gerade schon mal vermutet habe, Leute. In Endboss-Fight und so. Aber das ist schwierig zu sagen, weil ich weiß nicht, wie lange der dauert. Es könnte echt sein, dass es irgendwie so ein übermäßiger Kampf ist, der länger dauert gegen die Metro-Königin. Was da schon relativ lange hatte. Aber es könnte ja auch einer sein, der ähnlich wie der Kampfroboter ist, dessen Name nicht genannt werden darf. Da dauert er auch ein bisschen länger. Der war echt scheiße. Der wäre schwerer als die Metro... wobei. Haben natürlich dort auch ein bisschen doof angestellt und so. Aber ich glaube... Also wenn ich jetzt echt sagen, also Lieblingsfight nennen müsste, wa? Würde ich doch sagen, es war der gegen die Metro-Königin. Weil wir hatten bereits einen Zeitpunkt alle Items, mussten uns daher aus diesen paar Items das Beste aussuchen. Und das macht natürlich schon ein bisschen mehr Spaß, als wenn du einfach nur noch ein bisschen begrenzt bist mit deinen Auswahlmöglichkeiten. Andererseits, oh, ja komm, geh schnell durch. Andererseits gegen Kampfroboter haben wir eigentlich auch schon alles bis auf die School-Tech. Powerbomben, Entschuldigung. Auch die Powerbomben und ganz ehrlich, die haben uns weder bei der Königin noch beim Roboter etwas geholfen. Insofern, naja. Ganz kurz gucken. Ja, stimmt, war der. War ja auch grüne Kristalle. Der blaue. Ich erinnere mich. Ja, aber der Kampfroboter war einfach so nervig, weil er hatte so viele Phasen und teilweise das Ausweichen war echt mühsam. Die Metro Königin hatte eigentlich immer die gleiche Phase, aber war halt trotzdem mit dem Gravelbean und so in den Magen einfahren. War doch auch ein bisschen anders. Und insofern auch, wie ich finde, noch interessant gemacht. So. Sehr gut. Haben wir hier auch 100%. Jo, der geht er weg. Ja, natürlich hat die Omegas, was? Waren ja auch ganz cool. Wie ich mittlerweile erfahren habe, gab es unterschiedliche Omega-Sorten. Wir haben, glaube ich, im letzten war, so wir gesehen haben, dass der auch ein bisschen zäher war. Warte mal. Krass. Ja, der letzte war ja ein bisschen zäher. Der letzte Omega-Match war, das lag daran, man hat es vielleicht gesehen, also ihr sicher, ich habe es eher weniger gesehen. Der war irgendwie von Moos überwuchert. Das lag offenbar daran, dass er einer der ältesten war, also älteren Omegas, deswegen hat er, glaube ich, auch mehr Schaden gemacht und vor allem mehr ausgehalten. Aber Strategie war dieselbe. Aber trotzdem interessant, dass man auch so nach unterschiedlichen Sorten irgendwie züchten kann. Warte mal ganz kurz, keinen Fehler machen und muss jetzt hier durch. Ich glaube, das ist immer noch der beste Weg. Ja, komm, der Schaden ist doch egal. Der Schaden, den ich hier fresse, ist eh minimal. Ja, Baby, ich weiß, du willst spielen. Aber leider hat Samus ganz andere Vorstellungen mit dir, als zu spielen. Nur ein bisschen zu spielen. So, Freunde. Und das war das letzte. Ne, vorletzte. Wir haben noch Oberfläche noch eins, genau. Jetzt ist natürlich die Frage.
Ich habe hier dummerweise überall... Ja. Gut, ich gehe nochmal zurück hoch zum Teleport, weil ich glaube... Ich kam da ja relativ locker, flockig. Teleporter in der Nähe der Oberfläche, oder? Jo, schon so weit. So schnell kann es gehen. So. Jo. Wir haben alle Zonen geschafft. Der Part ist gemäß 20 Minuten eigentlich vorbei. Und natürlich jetzt weiter. Außer wenn halt, wenn ich nach dem Schneiden sehe, ist der Endboss-Fight oder die Sequenz hier auf der Oberfläche noch kommt, was auch immer das sein soll, ein bisschen größer erwartet, dann will ich vielleicht doch schon hier einen Cut setzen. So. Wir haben es gleich geschafft, 100%. Ja, aber ich meine generell 100% bei Spielen ist natürlich immer etwas Geiles. Vor allem bei solchen Sammelspielen, außer vielleicht bei Donkey Kong 64, da war es vielleicht eher ein bisschen mühsam. Aber natürlich trotzdem befriedigend. Ja, was soll ich gerade sagen? Gibt natürlich auch andere Spiele, wenn der Sammelfaktor auch viel Spaß macht. Aber ich finde irgendwie bei Matchshot-Spielen noch ein bisschen was anderes. Das ist irgendwie, weiß auch nicht, vielleicht einfach daran, weil sie auch die eigene Stärke erhöhen und einfach nur Sammeln einfach generell so ist. Also du sammelst nicht einfach nur, damit du gesammelt hast, sondern du sammelst, damit du stärker wirst hier. Und das ist bei vielen anderen Spielen ja nicht so. Eben, das Beispiel bei Donkey Kong 64. Sammelst du einfach nur aus des Sammelsprinzips heraus. Mit dem Schluss 100% hast und nicht wieder stärker bist oder so, oder mehr Muni hast oder sonst irgendwas. Das finde ich eigentlich immer ein bisschen schade. Aber hier, echt geil. Und ich glaube, ja eben, ich habe es zu Beginn des Let's Plays erwähnt, ich weiß nicht genau, ob ich 100% mache, das habe ich halt doch gemacht. Und ganz ehrlich, ich glaube, Metroid-Spiele nicht 100% zu Let's Playen, ich weiß nicht, das ist irgendwie... Ich dachte schon damals privat, als Super Metroid durchgespielt habe, auf der Wii U und jetzt bei diesem Let's Play auch. Irgendwie gehört 100% zu Metroids, wie ich finde, auch dazu. Und deswegen, ich glaube, also werdet sicher künftig wieder weitere Metroid-Spiele Let's Playen, außer ihr findet, nee, war total scheiße, Michael, hast alles falsch gemacht, etc., dann lasst es natürlich. Wenn kein Bedarf besteht, aber falls, ja, Lust so da ist. Gerne wieder. Möglichkeiten habe ich bereits genannt, von wegen Prime-Reihe sowieso. Von wegen Metroid Prime 4, das bald da kommen soll. Für die Switch, dann haben wir halt, vor allem wie auch schon erwähnt, Metroid Zero Mission, Super Metroid und Fusion, aber vor allem halt Metroid Other M. Weil eben viele sagen ja, Other M ist voll scheiße und ich persönlich finde es eigentlich relativ cool. So. Wobei, steht, glaube als nächstes wir vermuten, dass Together anstehen mit Kai, weil das ist schon Jahren her, wo wir gesagt haben, komm, wir zocken mal zusammen Metroid 2. Und, also, ja, er wird zwar ein Spiel nicht, wird einfach der Co-Moderator sein. Weil ich es gar nicht kenne, Metroid 3 kenne ich ein bisschen, aber es wird, glaube ich, eher doch privat spielen, obwohl mittlerweile. Halt denke ich mir immer so, wenn es ein Abschluss einer Trilogie ist, oder generell einer Spieleserie, zocke ich es lieber alleine. Oder alleine, oder ich zocke einfach lieber selber, oder ich bin derjenige, der zockt, weil es einfach irgendwie, ja, es ist eben halt irgendwie so ein Abschluss mit so was gehört, wie ich finde, ein bisschen dazu, für mich persönlich. So, genug gequatscht. Wird langsam dunkler wieder, war. Wir sind langsam sicher an der Oberfläche, wir haben, ich kann ganz kurz nachgucken, wir haben es eh schon gemacht. Alle 100%. Jetzt noch was auch immer hier oben kommen soll und dann ist das Spiel vorbei. Sehr gut, sehr gut. Ja, bevor natürlich Metroid 2 Together machen, will ich eigentlich erst Metroid 1 selber Let's Playen, wa? Das kann ich jetzt zugeben, da habe ich jetzt eigentlich, ja, wobei vielleicht mal ein bisschen reinkommen, weil damals Metroid 1, wo ich es auf dem Gamecube gespielt habe, ich war nicht so begeistert. Ich weiß nicht warum, irgendwas hat noch ein bisschen im Spiel gestört. Hä? Die Wand hier ist neu, oder? Scheiße. Ja toll, wer auch immer das war. Muss auch einen anderen Weg nehmen, wa?
Oh, ich bin den ganzen Weg zurück zum Teleporten, hast du nicht gesehen? Oh, du meine Fresse. Okay. Mach die fucking Tür auf. Ganz kurz auffüllen wegen einer einzigen Powerbombe. Doch, ob die Zahl stimmt sogar wegen Upgrades. 264 Missiles, 35 Super Missiles und noch 20 Powerbomben. Könnte drauf gehen, ja. Toll. Okay. Wenn wir ganz kurz speichern, ziemlich sicher das letzte Mal im Spiel, dann teleportieren wir ganz kurz in die Oberfläche nach Westen. Aber woher soll ich wissen, dass hier plötzlich der Weg abgeschnitten ist? So viel dazu wegen, du kommst nicht rein. Musst da rein, raus, wie auch immer. Hä? Aber warum geht nur der eine Weg? Kapier ich nicht. So, ab den Teleporter. Ah, natürlich muss man genau treffen, wa? So. Also eigentlich sind wir schon eine Oberfläche von dem, ja. Also, Ich halt jetzt echt hier rüber. Ne, warte, da ist der falsche. Hier bin ich ja schon. Hier. Oh, dunkle Nachthimmel ist nie was Gutes. Was könnte da kommen? Nee, warte mal. Die Meteor-Königin hatten wir schon. Mother Brain kann sich zeigen, wir haben am Schluss in Teil 1 vernichtet. Die kommt zwar in anderen Metroid-Spielen wieder, aber aufgrund anderer Umstände, sag ich jetzt mal. Die kann hier gar nicht sein, aber das heißt, oh ne, es gibt nur einen, der hier sein kann. Natürlich. Oder? Das muss so sein. Also, falls er echt... Doch, ich hab sie gelesen in den Kommentaren. Also Kommentare, das waren Nachrichten. Beziehungsweise ein Tipp. So, wer ist jetzt da? Ich hab echt Schiss. Ridley? Ist es wirklich? Der Arsch! Wie ging das schon wieder? Missiles gab gar nicht bei dem, weißt du was? Jo, seine Scheißformen wieder. Oh, ich erinnere mich. Also nicht jetzt an Metroid 2, weil der gab es im Original echt nicht. Ja. So ein scheiß Schwanzhieb. Wow. Weil sieht ein bisschen anders aus, wa? Warte mal, das ist Proto-Ridley, genau. Na, Kumpel? Hey, du bleibst hier. Wie cool. Weg mit dir am Schwanz. Baby! Ich wollte gerade sagen, das war kaum der M-Fight. Zeit für Runde 2! Wieso ist Baby jetzt frei? Hilft es mir irgendwie oder was? Mann! Ridley! Ich habe doch schon am Ende von Metroid bei Zero Mission platt gemacht. Oh, der kommt ja immer wieder. Geil fand ich ihn immer noch bei, wow!
Also ich persönlich fand ihn noch am geilsten bei, bei Metro Fusion. Aua! Ey, sag mal! Oh, ist der stark! Ey, ist gut! Jo, bin gleich tot! Fuck! Kann er mal besiegen? Korrektur, ich muss ihn sogar besiegen. Okay, er dachte, vielleicht kann man sagen, das Baby hilft mir. Das war bei Fusion ja auch so, wegen Samus X. Dass man da plötzlich das Baby geholfen hat. Warte mal, bring jetzt was durcheinander. Mal schauen. So, keine bereits. Hey, das bringt ja gar nichts bei ihm. Wie war denn das schon wieder? Aber Screw-Tag bringt bei ihm ja auch nichts. Nee, gerade echt. Ich erinnere mich irgendwie, also jetzt nicht an diesem Spiel, aber an anderen, an irgendwelche Luftkämpfe. Ah, Super Missiles bringen was. Und jetzt schon wieder. So. So, das kennen wir auch schon. Ne, da bringt nichts. Aua. Hua. Lass die Scheiße, Ridley. Aber ist echt verdammt stark. War aber schon immer. Das normale müsste das nichts bringen. Okay. Schutzschein. Schutz ein. Okay, der war jetzt aber fies. Ah ja, weiß man mittlerweile. Darf man nicht treffen lassen. Nein! Oh! Was ist doof? Das war sehr doof. Du gehst mir auf den Sack, Alter! Oh. Nein, nein, nein! Was bist du denn? Weil hier der Gravelbean auch ganz praktisch wäre. Nein, nein, nein. Den Quatsch kenne ich schon. Ah, das war der Mist, genau. Wir sollen den mal eigentlich ausweichen, frage ich mich gerade. Keine Chance, müssen wir über ihn drüber fliegen. Alter, was verträgt denn der alles? Mann! Ey, ich hab alle Upgrades, das kann nicht so schwer sein. Leck mich am Arsch. Was mache ich falsch bei dem? Also doch einen eigenen Part und so dafür. Ne, muss fast sein. Aber mir viel zu lange. Das erste war es mal so machen, wa? Mann! Treffen wir so ja schon, oder?
So, jetzt reicht's. Geht doch. Mach es halt so, mach halt so platt. Ja. Ne, aua! Mann! Ne. Trägt echt viel, muss ich ihm nur lassen. So. Ja, musst du ausweichen, geht nicht anders. Ich muss halt nur schnell genug kapieren. Au! Oh! Oh oh. Baby attack! Oh yeah. Friss Ridley! Der ist neu. Und neue Moves drauf, wa? Uff. Ne, zu durchschaubar. Aua. Uah. Ein bisschen schneller im Fliegen als ich. Aua! Ich dachte mir schon, dass so ein Quatsch kommt. Boah. Uff. Mann, sorry, Baby. Wenn das cooler Strategie gewesen, wenn ich es nicht versaut hätte. Ja. Okay. Langsam kommt es mir vor wie der Kampf gegen das Vision. Scheiße. Gegen Riesenroboter. Alter, haben sie Ridley schwer gemacht. Aber knacken schon. Ich überlege gerade, wie man hier ohne Schaden durchkommen soll. Also erste Phase natürlich kein Problem, aber alle Phasen. So. Dankeschön. Baby gehört uns, wir kennen bereits beide Sequenzen. Nee, nee. Oh fuck. Ja, fast zu spät gewesen. Noch ein zweites Mal. Nee. Du kriegst mich nicht! Ich bin kurz am Abschluss! Lass mich jetzt hier nicht von ihr stören! Oh, nein! Ah, Mist. Übermut kommt nicht immer gut. Er hat ihn davor getroffen. So, dann hatten wir auch schon. Oh! Nein! Oh, ihr wollt drüber fliegen, ging aber mit dem School-Tag nicht. Ich wollte gerade sagen, nicht nochmal Ridley. Was macht er jetzt wieder? Den Quatsch. Ah!
Ich sagen, stirb doch endlich mal! Mann! Ständig neue Tricks drauf. Also man kann von ihm halten, was man will, aber er ist halt echt Samus Erzfeind, weil, ja, wo er hinschlägt. Also er weiß schon, wenn er was will, wer es bekommt. Kannst du jetzt mal sterben, Alter? Schon wieder. Ich würde sagen, muss langsam mal vertrocknet sein. Also geht es darum, auf einmal zu schwächen, bis er irgendwann austrocknet. Nee. Boah. Sagen wir den Spieler, der Ridley im ersten Mal Plack kriegt. Jo. Also wäre die Metroid-Königin nicht schon genug. Bringen Sie ja Ridley nochmal rein. Alter. Ja, diesmal tot. Baby kann es ruhig nochmal an ihm saugen, also er hat nichts dagegen. Klang gerade ein bisschen falsch, wa? So. Aber der kommt wieder. So, Unendlichkeit, noch viel weiter. Metroid, Samus Returns, die Stuff Credits. Oh mein Gott, Freunde, wir haben es geschafft. Hey, Metroid geht zu Ende. Das Spiel ist natürlich Metroid 2, oder wohl eher das Remake von Metroid 2, The Return of Samus mit dem Namen Samus Returns. Jetzt haben wir sogar eine doppelte Rückkehr im Namen, wenn man so will. Generell muss ich oder darf ich und will ich auch sagen, wie ich finde, eine gelungene Rückkehr. Vor allem auch deswegen, weil wir lange nichts mehr von Metroid, also von Samus gehört haben. Weil generell auch so damals auf dem 64er gab es nämlich kein eigenes Metroid. Dann Gamecube gab es ja 2 Spiele mit der Prime-Reihe. Die ersten beiden Prime-Spiele, Prime 3 dann für die Wii plus halt ADM. Wo ja nicht viele so zufrieden im Spiel waren und ja, auf der Wii U gab es kein Metroid-Spiel. Was wir sonst so gesehen haben, auch auf dem 3DS und so, da gab es irgendwie Metroid Federation, wie das Teil hieß. War ja auch kein richtiges Metroid, wie sich viele gewünscht haben. Und daher auch nochmal cool, die ganzen Metroid-Stufen. Alpha, Beta und auch noch Zeta und Omega. Und jetzt endlich das Remake vom zweiten Teil. Jetzt auf dem 3DS. Wie schon mal erwähnt, ich habe ja das Zeta. Ich habe ja mal das Original gespielt. Ich glaube zwar nicht, doch ich glaube komplett durch. Wohl komplett durch habe ich es gespielt. Aber halt nicht 100%. Damals war auch irgendwie, es war halt Gameboy-Atmosphäre, es war schwarz-weiß-grau, es war schon cool, aber es war halt nicht so, wie ich finde, nicht so ein richtiges Metroid. Also Metroid, doch schon Metroid, aber ja, war auch immer ein bisschen fade, weil, wie hier jetzt halt auch, Samus hat nicht groß viel gesprochen und das ist natürlich schon, im Vergleich zu anderen Metroid-Spielen, wo so ein bisschen mehr Story hatte, war schon ein großer Unterschied, auch hier der scheiß Roboter. Naja. Und jetzt eben das ursprüngliche zweite Metroid neu aufgelegt auf dem 3DS und hat die Äonkräfte eingebaut, die es vorher noch nicht gab. Wir hatten jetzt zum Schluss nochmal Ridley, der es zwar auch nicht gab, beim Roboter weiß er gar nicht mehr, ob es den beim Original gab. Ich glaube schon, aber ich habe keinen Kampf anders in Erinnerung. Ebenfalls, man hat vieles geändert, vieles neu hinzugefügt. Und ganz ehrlich, ich muss sagen, ein, wie ich finde, super geiles Remake. Ich wüsste jetzt nicht, was sie im Vergleich zum Original schlechter gemacht haben. Oder ausgelassen haben, was man gesagt hat, man vermisst es hier, im Gegenteil. Sie haben alles, was gut war, übernommen, verbessert, logischerweise auch durch die Grafik und so weiter. Und was es noch nicht gab, haben sie neu hinzugefügt und deswegen war es auch ganz geil. Ja, also wirklich ein super Metroid-Spiel. Oh, die Königin. Was natürlich schade war, dass natürlich jetzt ja, weil man halt schon ein ganzes Metroid-Spiel durch die Prime-Reihe, Metroid Fusion, auch ADM und so, und die ganzen anderen Metroid-Spiele halt schon kannte. Insofern war ein bisschen mehr Interaktion. Also Samus hat mehr gesprochen, mehr auch einige Gedankengänge, vor allem Metroid Fusion. Ich weiß auch, wenn das Spiel jetzt ein bisschen häufiger, aber es war halt damals, auch wenn es für ein Game Advance war, es halt doch relativ geil. Das war relativ, es war ziemlich geil. Und das
war das, was ich hier vermisst habe. Aber ist logisch, es gab es im ursprünglichen Metroid 2 nicht. Warum soll man es jetzt hier einführen? Das Samus mit sich selber quatscht und vor allem, was soll man einbringen? Natürlich raus eine Frage. Aber, wie bereits erwähnt, gelungener Einstand hier auf dem 3DS für Samus Aran. Man kann hoffen, dass es weitere solche Metroid-Spiele geben wird. Ich denke mal, Zero Mission wird nicht neu auferlegt, vielleicht Metroid Fusion, das nochmal kommt für den Game Boy Advance. Vielleicht irgendwann sogar mal die Prime-Reihe neu oder halt eben sogar mal wieder ein komplett neues Metroid. Wir wissen zwar von Prime 4 für die Switch, aber ein neues Metroid für den 3DS. Davon wissen wir noch nichts. Einmal abwarten. Und jetzt Prozentzahl, ich bin gespannt, wie viel habe ich? Benötigte Zeit, viel zu lange. 14 Stunden 46 Minuten, 49 Sekunden. Yeah. Gravity Suit, cool. Jo. Bis zur nächsten Mission. Wenn man das verarschen muss in der Prozentzahl. See you next mission, würde Sui sagen. Ja, schön. Ich würde aber trotzdem gerne wissen, wie es mit der... Weil normalerweise, wenn du halt das Spiel durch hast, gibt es noch irgendein spezielles Bild, aber hier offenbar... Oh. Oh mein Gott, wie geil ist das denn? Schwerer Modus freigeschaltet. Wollt ihr mich verarschen? Schwerer Modus freigeschaltet. Also wäre der Roboter nicht schon schwer genug gewesen. Du kannst jetzt einen Metroid-Bezug verwenden, um neue Inhalte in der Galerie freizuschalten. Okay. Erst am Schluss, das war ein X-Chromosom, also sprich ein X-Virus. Wenn man halt das Metroid Fusion kennt, war das echt. Ich meine, klar. Wir wissen ja, Metroid Fusion spielt nach Metroid 2. Weil es hat auch mit dem Baby-Metroid zu tun, mit den Metroids, die, ich will jetzt nicht zu viel spoilern und so, aber vor allem mit dem X-Virus, der dann doch sehr gefährlich war. Und mit der Vorschau ist das echt ein Indiz dafür, dass Metroid Fusion vielleicht auf der Wii U ist Vergangenheit, vielleicht auf der Switch oder eben doch auf dem 3DS nochmal neu kommt. Ja, immerhin 100%, wa? Ja, was ich eigentlich sagen wollte, normalerweise, wenn man 100% hat es noch am Schluss ein spezielles Abschlussbild gegeben, zum Beispiel Samus ein bisschen freizügiger und so. Natürlich nicht, dass ich unbedingt wollte, also bitte, ich bin ja erwachsen und so und ja, ist auch egal. Ja, jedenfalls, der Hinsicht kann man natürlich spekulieren, wie man will, ob das einfach nur halt eine Vorschau war, um Return of... Samus Returns, Mann. Um es halt besser in die ganze Storyline von Metroid einzugliedern, oder aber war es echt ein Hinweis auf ein Remake von Metroid Fusion. Ich persönlich würde mich mega riesig freuen, ich fand Metroid Fusion sehr, sehr geil. Obwohl der Schluss, ja, also Schluss, ja, mehr oder weniger Schluss, aber jetzt gern noch irgendwie, Also ich sag mal so, mir fehlt noch irgendwie Nachfolger zu Metroid Fusion. Da fehlt mir irgendwie noch, aber egal. Freunde, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Metroid-Spiel. Wenn euch eben das kommen mag, ob es, wie schon mal angetönt und angedeutet, irgendwie die Prime-Reihe sein wird, ob es Super Metroid sein wird, oder Metroid Zero Mission oder gar Other Metroid, Metroid Other M, so mit dem Schuh draus. Wir werden sehen, wenn es soweit ist. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.